Jetzt ist es so, wenn Sie was hören möchtet, dann wird Sie stark sein, weil ich kann das Mikro nicht in der Hand halten und gleichzeitig Gitarre spielen. Das ist ganz schwierig, also wenn Sie was hören möchtet, müsst ihr stark sein, wenn Sie mich sehen möchtet, müsst ihr warten, bis ich aufs Klo gehe, weil ich so klar bin. Also, ich heiße euch recht herzlich willkommen zum Konzert der Hurrikinen. Nein, das geht um die Mikro. Du musst gleich auf die Bühne rutschen. Ja, wo sind denn hier, wenn da der Tisch ist, da die Gitarre oder? Nein, das dauert fein lang, da brauchst du nicht halten. Also Konzert der Hurrikinen, wir haben uns gedacht, was die alten Männer können, das können wir schon lang. Wir gründen eine Emanzenband im Altenheim. Also eigentlich waren wir zu dritt. Also sie, aber sie hat aufhören müssen, weil sie so narrisch schlecht hört und da wird ein Einsatz verpasst. Und sie da, wo filmt, weil sie, wenn meint, sie ist ja eher ganz so ist nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, Emanzenband geht dann nicht, sie muss auch raus. Also überblieben bin ich eine einzelne Hurrikine. Ja, also das ist halt so was wie eine Matinee. Gell? Es ist ja so, wir haben Sturmmusi-Emanzenband. Da haben wir gleich ganz viel Publikum auf dem Dusch in einem Hi-Fi, die wo alles sagen, ja, Sturmmusik super, Emanzen super, Band super. Also wir haben viel Publikum, hoffen wir, wenn wir dann einmal berühmt haben. Wir haben unsere Gruppe gegründet, weil wir finden, und das hat man ja wieder gerade an die Holländerinnen gesehen, dass bayerisches Brauchtum oft total verkannt wird. Auch echtes bayerisches Liedgut, das ist ganz, ganz schlimm. Und wir möchten, dass dieses echte bayerische Liedgut in näher gebracht wird, besonders die Jungen, die oftmals was ganz verkehrt verstehen. Ja, da gibt es ja so viele Irrtümer, ich muss nur dazu sagen. Schlimm ist, dass so viele Weißbacher da sind. Ich muss es erklären, das hört sich jetzt an, ich bin das selber. Also, es ist schlimm, weil letztes Jahr hat die Weißbacher Bauernbühne 30-jähriges Jubiläum gehabt. Und da war eine unangenehme, dicke, vorlaute Frau. Mit einer komischen Frisur, die hat einen Teil von unserem Programm gestohlen. Ich kann Ihnen jetzt nicht helfen, aber wer es schon gehört hat, einen Teil, es tut mir leid, zum Schluss kommt nur ein Zuckerl, das wo noch keiner kennt. Also, ich möchte anfangen, jetzt mit einem Lied. Ich bin so aufgeregt, meine Hände sind kalt und schwitzen. Also, auch nur was für alle, das sage ich auch einmal dazu. Nicht, dass man schreien unqualifiziert, aufsteh, aufsteh, dass sie mich sehen. Also A, bin ich alt und kann nicht mehr so lange stehen. B, kann ich Gitarre spielen nur an einem Tisch, das hat einen Grund. Mein Bauch ist dick, meine Arme sind kurz und ich brauche den Gegendruck vom Tisch, dass der Also das erste Lied werden ein paar von euch kennen. Ich möchte trotzdem, dass ihr das gut anhört, weil danach wird das Rätsel aufgelöst. Ja, wenn ich von der Räum runtergehe, oder du, schmeiß ich mein Hirtel her. Wenn ich zu der Brücke komm, dreh mich noch mal um. Ja, da sieh ich mein Dirnei schon stehen, oder du, wir, da weiß dein Weiß so schön. So, und um Irrtümern vorzubeugen, besonders bei den Jungen, die denken sich, weiß dein Weiß, also es ist ja so, das Lied ist geschrieben worden früher. Früher, das ist da, wo der Euro noch Mark geheißen hat. Ja? Oder für die ganz alten Reichsmark. Ja? Früher, das ist da, wo die Buben zu den Gürteln noch zum Fenster gegangen sind. Aber nicht, weil sie es so schön gefunden haben, sondern einfach aus dem Grund, weil es keinen Haustürschlüssel gab. Ja? Früher, das ist da, wo man auch mit 13 noch keine Pille nicht gekriegt hat. Ja, weil man mit 18 noch nicht gewusst hat, dass es zweierlei Leute gibt. Das ist auch da haben die Leute nicht mit 16 eine Geburtstagskarten gekriegt, auf der wo steht, ein kleiner Schritt für dich, ein großer für die Brauereien dieser Welt. Und darum darf das Lied heute so gehen. Ja, wenn ich von der Disco rausgehe, hey, heute läuft yo, Bro, schmeiß ich mein Basecap-Bild her. Wenn ich zu McDonalds komm, tu ich mein Snus raus, warum?
Weil da sehe ich mein Picture schon stehen, hey, Alter, läuft GoPro. Und ihre Piercings, die leuchten so schön. Weil da sehe ich mein Picture schon stehen, hey, Alter, läuft GoPro. Und ihre Piercings, die leuchten so schön. Ja, also das ist das erste Lied, das ihr mal seht, so ein bayerisches Lied gut übersetzt, heute heißen. Also früher, das mit diesen Baseballkappe, früher hat es ja die mit diesem geraden Schild, die hat es ja gerade bei der Raiffeisen als Werbegeschenk gegeben. Und ganz ehrlich, freiwillig hätte die außer als Stallkappe auch kein Mensch nicht aufgehört. Aber heute, ich hab meinem Enkel ein Geld gegeben, weil ich nicht gewusst habe, was ich ihm zum Geburtstag schenken soll. Dann kommt er voller Stolz, sagt der Oma, schau, hab ich mir gekauft. Sag ich, Jesus, Maria und Josef, du schaust ja aus wie ein Druide. Dann hab ich es ihm vom Kopf da und ohne dass ich mir was Schlechtes dabei gedacht habe, hab ich es so da. Da hat er schon geschnappt und dann hab ich gesagt, nein, das Mark, ich muss auch noch nicht runtergerissen, und hat das Bild nicht gemacht. Das war ein Generationenirrtum. Ich muss jetzt auch sagen, jeden Tag kommt man nicht mehr mit, wenn man alt ist, gell? Wenn aber im Radio so orientierungslose alte Leute gesucht werden, ganz ehrlich, erst einmal überlege ich, bin's ich, die was sucht. Ja. Und dann denke ich mir, ich weiß, woher das kommt. Ja. Das kommt nicht, weil die Leute Alzheimer haben oder Demenz. Ich sag's Ihnen gleich, wenn heute so ein heißer Tag ist in der Stadt, das heißt ja, die Leute haben mehr oder weniger wenig an. Gell? Also bei den Dirndln heute praktisch und unter bretender Gürtel. Und dann ist ja jeder Zweite mehr oder weniger permanent bemalt am Körper. Also hat Tätowierungen. Und so ein alter Mensch, so wie ich, wenn der da nicht stark geht, dann sieht der so brutal wenig Gewand, so viel nackerte Haut und so viele Tätowierungen. Da reicht's mir so, denke ich mir, ich bin doch gerade daheim weggegangen, lieber Gott, nein, vielleicht bin ich an der Reeperbahn gekommen. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Leute verwirrt haben. Also jetzt komme ich zu einem anderen schwerwiegenden Irrtum. Manchmal weiß man auch gar nicht, was alles Traditionen haben, bayerische. Gell? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ganz viele Hollywood-Filme haben beim bayerischen Bauerntheater angeschaut worden. Ich weiß nicht, wer kennt das? Stay just a little bit longer. Please let me hear you say that you will say your way. Also das merkt mir vorne aus, was für ein Film das ist. Die Christine ist wieder da. Christine, aus was für ein Film ist das? Weil ich habe ungefähr 30 Mal gesehen. Der Tendenz, genau. Also, und bei den Bauerntheaterstücken geht das Lied nochmal so. Bleib nur ein kleines Buiseiling, möchtest du nicht bleiben? Bitte, Goschi, sag du möchtest, sag du möchtest. Ja. Und, also dieses Lied, das kommt aus einem Bauerntheaterstücke aus den 50er Jahren. Das Stück spielt in Inze, in die 50er Jahre. Ja, da wo es nur Heimatabende, Begrüßungsabende und Teeabende gegeben hat, alles in einer Woche. Ja, da wo die Gockel nur Saison gehabt haben. Ja, also, da ist also der Trachtenbauer Hansi im Film Johnny, da haben sie sich nicht mal einen anderen Namen ausgesucht. Ja, und dann fragt er so einen fremden Dirndl, bei 13 darf man halt nicht mehr sagen, das ist politisch nicht korrekt, sie sagt. Also dann fragt er jetzt eine Preisin im Film Baby, ob sie einspringen kann für den Heimatabend. Dann soll er bei ihm daheim einen unterschwellig erotischen Tanz im Film Mambo im Theater Zwarsteirer. Und um die Hebefigur, also als Stimme zum Üben, gehen dir alle einen Grottensee hinbringen. Und da ist jetzt der Fehler im Film, ich sag's Ihnen gleich, wenn die im Film vom Wasser rauskommen, sind die ganz sauber. Ich sag's Ihnen, beim Theater ist ja dieses so, drum heißt's ja Dirty Dancing, Trecker, der Auftanz. Die kommen sternvoll Dreck, kommen die von dem Wasser raus. Also das ist ja so eine Regiefälle und da kenne ich mich aus, das so ging. Aber es ist trotzdem schön, weil im Theater dort wer zum Schluss mit ihrer
Gruß aus Inzell und das ist so narrisch schön. So romantisch. Nein, es ist ja wurscht. Jetzt gehen wir weiter mit dem nächsten musikalisch-bayerischen Irrtum. Ich muss jetzt dazu sagen, ganz wenig werden es noch wissen, ich halt, weil ich schon so alt bin. Ich muss nachfragen, kennt von England die Nationalhymne von den Engländern? Weißt du, wie die heißt? God save the Queen, genau. Aber nicht God save the Queen, also Gott schütze die Königin, nicht Gott rasiert sie. Also für die, die es nicht kennen, also wo man meint, das war das Original, das da so geht. God save... Oh, Fehler reingehauen, das sagt das live ist. God save our gracious Queen, long live our noble Queen. God save the Queen. Santa victorious, happy and glorious, long to reign. Over us, God save the Queen. Also ich muss jetzt dazu sagen, dieses Lied, was ihr alle meint, das ist die englische Nationalhymne. Das ist eigentlich ein altes bayerisches Lied und das heißt, heute da ist Zahltag gewesen. Ja. Also ich muss dazu erklären, wie es nach England gekommen ist. Da haben einmal die Kreuzritter vor Hunderten von Jahren nach Jerusalem. Ja. Und weil es so weit war von England nach Jerusalem, haben sie da in Bayern eingekehrt, in der Wirtschaft, haben sie geschlafen. Was hat man früher auf Nacht da? Hat man sich am Stammtisch geguckt. Da. Und am Stammtisch früher, da war es ja wirklich lustig. Gell? Muss man jetzt schon sagen, früher, das war die Zeit, da hat es noch kein Fernseher, kein Computer und kein Handy gegeben. Ja? Also das war die Zeit, wo die Leute noch miteinander geredet haben am Stammtisch. Also nicht WhatsApp oder Skype. Gell? Nein, geredet richtig. Das war die Zeit, da haben die noch gespielt. Gell? Also, aber jetzt nicht Wii oder sowas oder Playstation, nein, die haben Karten gespielt oder sowas. Und die haben nicht iPod gelost, sondern die haben selber Musik gemacht. Also mit sowas, das ist ein Instrument, eine Gitarre, falls halt keiner mehr war, eine Gitarre. Und dann haben sie auch gesungen. Und da haben die Engländer gekommen, dann haben die dieses Lied gehört, heute ist Zahltag gewesen. Und dann haben sie dir gedacht, die haben ein Wort verstanden oder haben gemeint, sie verstehen ein Wort. Haben gesagt, wie wir heimkommen, wird das in der Nationalhymne. Und eigentlich ist das so gegangen. Heute da ist Zahltag, wenn jetzt Hucki beim Karten spielt, war gut, wenn ich gewinn. Mein Olle stampft mir Boden nein, soll die der Verlierer sein. Drum da die mich narrisch gefreien, wenn ich heut gewinn. Also nicht, dass ihr Sorge habt, sie ja auch wieder auf. Aber wenn es mal angefangen hat, dann zieh ich es durch, ob sie jetzt klatscht oder nicht, ist mir eigentlich eh wurscht. Nein, also, aber ich muss auch sagen, umgekehrt ist auch oft so gewesen, ist oft der Fall, dass man meint, das ist was, ein bayerisches Lied und dabei ist es gar nicht so. Das umgekehrt gibt es das auch. Da haben auch sicher alle dabei, die es nicht wissen. Ja, und das nachfolgende Stück gehört dazu, falls wer nicht kommt. Wenn's dann Himmel sagt, der Max Kämer sagt, dann muss der Holzscheitel mitnehmen, sagt der Heider Petrus, sagt, da ist ein Bär, sagt er, und dem Werber sagt, das ist nicht her. Ja, und dem Werber sagt, das ist nicht her. Also das, ich hab jetzt bewusst eine von den letzten Strophen, weil die meisten Leute kennen nicht gerade die erste. Das muss ich jetzt einmal sagen. Das ist jetzt schlimm, jetzt gehen wir da dazu, wo das Lied eigentlich herkommt. Und ich habe überlegt, soll ich das einer nehmen oder nicht? Ist politisch korrekt oder ist es nieder? Haben wir wieder bei der Preissenfrage. Aber ich habe mir dann gedacht, ist wurscht, weil, wenn man nicht drüber lacht, muss man es ernst nehmen und zum Ernst nehmen ist es einfach ein Kass. Also, als Original geht das so, das ist
eigentlich ein arabischer Kampfgesang. Wenn's dann Himi sagt, der Metzger sagt, der muss dann Sprengstoffgürtel mit. Jemand sagt er die 99, die Jungfrauen sagt er warten, da sagt er und da. Sama sagt er schreit Hurra und der Osama sagt er schreit Hurra.